dürfen in den Karfreitag, in das Osterwochenende hineingehen und ich hoffe, du bist auch vorbereitet worden von Gott, aber dich auch selber immer wieder vorbereiten auf die Begegnung mit Gott. Nicht nur auf einen guten Lobpreis, den wir hatten, Halleluja, auf eine Predigt, sondern auf Gott vorbereiten. Auf eine Begegnung mit ihm. So heute Morgen, ich hoffe, du darfst ihn erfahren erleben heute Morgen. Gut bist du da. Stellt euch kurz einen Moment vor, ihr würdet mir begegnen oder mich sehen oder von mir hören, dass ich in aller Verzweiflung und Herausforderungen vom Leben plötzlich gerufen hätte: Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. An was würdet ihr erinnert werden? Automatisch würdet ihr verstehen, was bei Martin abgeht. Und dass er darauf hofft und vertraut, dass da ein Hirt ist, der auch durchs dunkle Tal führt. Dass da einen ist, ein Gott ist, der aber auch wieder auf gute Weise führt. Wo Hoffnung ist in der Verzweiflung inne. Wir würden sofort erinnert werden an Psalm 23. Ich muss nur einen Satz sagen und ihr versteht alle sofort, um was es geht. Jetzt die Juden haben die Torah und auch die Psalmen alles gut kennt. Teilweise sogar auswendig gelernt. Und es ist üblich gewesen, dass auch Lehrer, und Jesus hat das teilweise auch angewendet, nur schon einen Ansatz von einem Satz, von einem Abschnitt eingebracht hat oder abgefragt hat. Und sofort haben alle gewusst, um was es geht. Du musst nicht alles lesen. In sich verstanden, was hinter einer Aussage steckt, hinter einem größeren Abschnitt auch steht. Und im schwersten Moment, wo Jesus Christus für dich und für mich am Kreuz gehangen ist, da hat er einen Satz ausgesprochen, ausgerufen, wo es geheißen hat: Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Für uns tönt das als ein totaler, verzweifelter Ruf, vom Hilferuf, von der totalen Verlassenheit. Aber für die jüdischen Zuhörer hat das ein bisschen anders tönt. Sie werden nämlich an einen Psalm erinnert. Genau so, wie ihr vorher, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, sofort gewusst habt, der Martin ist dort unterwegs mit seinen Gedanken. Genau so haben die jüdischen Zuhörer ganz sofort verstanden, wo Jesus jetzt ist mit seinen Gedanken. Nämlich auf dem Psalm 22. Und der Psalm 22 stammt aus den Federn von einem König. Zweiter König Israels, aber der erste, der von Gott in dem Sinn in die heilsgeschichtliche Planung einbezogen wird, nämlich der König David. Und über dem König David ist eine Verheißung, dass nämlich aus seinem Haus, aus seiner Familie, aus seiner Königslinie der endgültige, der letzte und ewige König Israels und der König der ganzen Welt wird hervorkommen. Immer wieder wird das rausgeschält und auch der Engel, das heißt der Maria, wie wir gehört haben kürzlich, und es wird vorbereitet. Und der König David, er schreibt einen Psalm in seiner Not, in seinen Herausforderungen. Ein Psalm, wo in der tiefsten Not anfängt, dann sich steigert und nachher im herrlichen Lobpreis endet. Und interessant ist, dass David in diesem Psalm ganz viele prophetische Aussagen macht, die er damals noch nicht wissen konnte. 1000 Jahre vor Christus hat er Dinge aufgeschrieben, wo ich weiß nicht, ob es für ihn Sinn gemacht hat, prophetisch, messianisch, damals noch nicht im Rückblick verstehen muss. Eine Erfüllung von Wort, wo Gott am David aufs Herz gelegt hat. Und der Psalm, wenn wir heute miteinander anschauen, parallel dazu die Kreuzigungsszene.
Es ist erstaunlich, wie der König David präzise in seinem Psalm eigentlich durch die Geschichte der Kreuzigung durchgeht. Mit Elementen, die zu der damaligen Zeit gar nicht so Sinn gemacht haben. Der Psalm fährt wie folgt an. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Bekannte Wort, wo nämlich auch Jesus denn gesagt hat. Und um die 9. Stunde schrie Jesu laut, Eli, Eli, lama sabachthani. Das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus ruft die Wort ganz bewusst. Aber eben nicht als ein Schrei von der Verzweiflung, sondern als ein Link für alle, die da stehen. Wisst ihr, wie der Psalm 22 endet? Der Psalm 22 endet mit: Er hat es getan. Er hat es vollbracht. Er hat es ausgeführt. Wer? Er? Gott. Gott bringt es zum Sieg. Gott vollendet es. Er hat es da. Und welche Worte hat Jesus am Schluss ausgesprochen? Es ist vollbracht. Es ist da, es ist vollendet, es ist abgeschlossen, es ist ausgeführt. Wer hat es gemacht? Jesus hat es gemacht. Gott hat es gemacht. Er hat es ausgeführt. Der Psalm endet mit der Verkündigung vom vollendeten Werk Gottes und Jesus, seine letzten Worte, ist ein Siegesruf zur Vollendung von seinem Sieg am Kreuz über Sünde, über Tod, über. Warum ich das so ziemlich wahrscheinlich weiss? Es ist nicht nur mir aufgefallen. Es ist nämlich auch am Matthäus aufgefallen. Am Schreiber vom Matthäus-Evangelium ist das aufgefallen. Er hat schon zugelassen. Ihm ist das aufgefallen, was Jesus dort sagt. Es ist ja bezeichnend, warum ausgerechnet die Worte der Matthäus in Aramäisch wiedergibt. So viele Worte hat Jesus gesagt und alles ist auf Griechisch wiedergegeben worden. Warum genau die Worte? Wird uns der Matthäus vielleicht irgendwie einen Hinweis geben? Wird er uns irgendwo anbewegen? Wird er Zuhörer, die Leser irgendwie allenfalls in die alten Schriften führen? Dass sie den Sound, obwohl das Alte Testament in Hebräisch geschrieben worden ist, aber der Sound ist ziemlich ähnlich, dass sie verstehen und hören, aha, da könnte doch ein Link sein. Hat Jesus uns auf etwas hingewiesen? Der Matthäus möchte uns wissen lassen, dass Jesus da nicht einfach irgendetwas sagt, sondern dass er uns einen Hinweis gibt. Ein Zitat wird wiedergegeben. Und Zitat sollte man theoretisch, da müssen wir immer wieder schauen als Verkündiger, sollte man eigentlich so wiedergeben, wie es gesagt worden sind. Wenn ich etwas nehme, wo etwas sollte, ein Zitat wird da wiedergegeben. Jesus nimmt das Zitat und der Matthäus nimmt es genau so auch in seine Schriften hinein. Aber nicht nur das, es gibt noch mehr Beweise dafür, dass der Matthäus verstanden hat, dass Jesus vom Psalm 22 redet, nämlich der Matthäus berichtet im Verlauf von seiner Kreuzigungsgeschichte, nimmt er immer wieder Elemente aus dem Psalm 22. Ich möchte euch das kurz zeigen. Denn an Matthäus ist wichtig, dass wir verstehen, wer da gekreuzigt wird und dass es wirklich der Messias ist. Und immer wieder sagt der Matthäus, damit sich erfüllt, was geschrieben steht. Und jetzt haben wir da den Psalm 22 und der Matthäus baut den Psalm 22 in die Kreuzigungsgeschichte ein. Psalm 22,8 heißt es: Alle, die mich sehen, spotten über mich und sie reißen den Mund auf und schütteln den Kopf. Er vertraue auf den Herrn,
der soll nun retten. Und der Matthäus, er griff das auf und schrieb in Matthäus 27, 39, die vorübergehen, aber lästerten ihn, schüttelten den Kopf und sagten, er vertraue auf den Herrn, der soll ihn nun retten. Matthäus nimmt die Worte aus dem Psalm 22 in seine Geschichte hinein, weil er versteht, Jesus weist uns ja darauf hin, wie könnte ich nicht das in die Geschichte einbinden. Wortwörtlich. Psalm 22, 17 bis 18. Denn Hunde haben mich umgeben und der bösen Rotte hat mich umringt. Sie haben meine Hände und Füße durchgraben. Ich kann alle meine Gebeine zählen. Sie aber schauen zu und weiden sich an mir. Zur Zeit von König David hat es noch gar keine Kreuzigung gegeben. Ich weiß nicht, an was David gedacht hat. Auf alle Fälle, plötzlich macht vieles Sinn. Matthäus 27, 41 bis 22. Desgleichen verspotteten ihn auch die Hohepriester samt den Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen, anderen hat er geholfen und kann sich selbst nicht helfen. Ist er der König Israels, so steige er nun vom Kreuz herab. Dann wollen wir an ihn glauben. Vor den Augen der Zuschauer erfüllt sich der Psalm 22. Psalm 22, 19 heißt: Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los über mein Gewand. Kommt das vielleicht ein bisschen bekannt vor? Matthäus 27, 35 heißt: Nachdem sie ihn gekreuzigt hatten, verteilten sie seine Kleider und sie warfen das Los. Zufall? Zufall oder Hinweis? Bewusst oder unbewusst? Ganz sicher bewusst. Es ist sicher auch so passiert, alles hat sich erfüllt. Aber der Matthäus greift die Worte auf, wortwörtlich. Er fügt sie ein in seine Geschichte. Er versteht, was Jesus gesagt hat. Eli, Eli. Und nachher sieht er die ganze Szenerie. Ihm wird der Psalm 22 live vor Augen. Und er bindet das alles in seine Geschichte ein. Psalm 22, 16 heißt: Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe und meine Zunge klebt mir am Gaumen und du legst mich in des Todes Staub. Im Johannesevangelium wird denn sogar gesagt, dass wo Jesus gesagt hat, mich dürstet. Und er so durstig war und mich dürstet, heißt es, und da hat er nur gesagt, das ist noch interessant, da hat er gesagt, damit sich die Schrift erfüllt. Sie haben ihm dann eine Art Weinessig gegeben, noch vermischt mit Galle. Die einen Historiker sagen, da hätte ich vielleicht ein bisschen narkotisierend wirken. Auf jeden Fall war es nicht fein gewesen. Es war auch nicht zum Verspotten gewesen. Ja, teilweise haben die damaligen Soldaten auch selber vielleicht so ein bisschen verdünnten Wein getrunken und so. Aber wie auch immer, es war auf jeden Fall sicher nicht fein gewesen und Jesus hat auch nicht wirklich davon getrunken. Danach, dass Jesus das schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Ich habe den gar nicht mitgenommen. Entschuldigung. Matthäus 27, 41 bis 22. 27, 48. Und sogleich lief einer von ihnen nach, nahm einen Schwamm und füllte ihn mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und gab ihm zu trinken. Aber Jesus hat dann gemerkt, dass es nicht so fein ist. Es war kein frisches Wasser und hat abgelehnt. Aber damit sich erfüllt, was in der Schrift steht, hat er es gesagt. Und seine Freunde haben es verstanden. Seine Freunde haben gemerkt, da vor unseren Augen geht wirklich ein historisches Momentum ab. Jesus fängt also
seine Worte mit dem ersten Satz vom Psalm an und er beendet mit dem letzten Vers von dem Psalm. Matthäus wiederum bindet die Psalmwort ein, seine Geschichte und seine Erzählung von dem Moment. Weil er möchte sicherstellen, dass wir wissen, das war wirklich der Messias. Der Psalm 22 ist kein Psalm von der Verzweiflung, sondern ein Psalm von der Erfüllung, wo Jesus an dem Ort, wo er steht, an dem Ort, wo er gemartert wird, erfüllt. Eine Stelle im Psalm 22 hat mich besonders angesprochen. Das ist der Grund für dieser Predigt heute Morgen. In meinem Studium, als ich das mal so durchgelesen habe, hat mich das so angesprochen. Und ich möchte gerne die Stelle mit euch teilen, denn immer wieder hört man aufgrund von diesen Worten von Jesus, dass er doch verlassen war. Gott hat sich abwenden, weil Jesus ist so voller Sünde war. Er hat nicht nur unsere Sünden getragen, sondern er ist ein Lügner geworden für mich. Er ist ein Ehebrecher geworden für mich. Er ist so voller Sünde gewesen, dass Gott hat sich abwenden von ihm. Nichts ist ferner von der Wahrheit. Liebe Freunde, folgender Vers im Psalm 22 zeigt uns, dass Jesus nie auch nicht in einem Moment von Gott verlassen war. Er mag sich so gefühlt haben, das weiß ich nicht. Aber ich weiß eins, er weist uns auf den Psalm 22 hin. Und im Psalm 22 steht etwas ganz Zentrales, was mich so berührt hat. Psalm 22, 25. Denn er hat nicht verachtet, noch verabscheut das Elend des Armen und sein Angesicht nicht vor ihm verborgen. Als er zu ihm schrie, hörte er es. Gott hat sein Angesicht nicht verborgen. Er hat sich nicht müssen distanzieren von seinem Sohn. Ja, wir haben ihn für bestraft erachtet. Wir haben ihn als von Gott verlassen. Jesaja 53. Ganz viele Elemente im Jesaja 53 sind aus dem Psalm 22. Jesaja 700 vor Christus greift das auf, prophetisch, durch den Heiligen Geist, schreibt er nieder. Ja, wir haben es so gesehen. Wir schauen es an und denken, ja, der ist verlassen. Sie haben gespottet, alles, aber nicht ein Moment. Nicht ein Moment hat Gott ihn müssen, wollen, sollen verlassen. Aber er hat unsere Schuld getragen. Die Gottverlassenheit von dir und von mir als Kreuz getragen. Damit wir Frieden haben mit Gott. Damit wir wieder Gemeinschaft haben mit Gott. Jesus ist nicht ein Moment sündig gewesen. Nicht ein Moment schuldig. Wenn das Neue Testament davon redet, dass Jesus unsere Schulden getragen hat oder auf sich genommen hat oder auf ihn geleitet worden sind, denn nur in einem Sinn, nämlich in dem Sinn, dass er die Strafe dafür auf sich genommen hat. Jesus ist zu jedem Zeitpunkt das makellose, unschuldige Lamm Gottes gewesen, wo die Schuld der ganzen Welt getragen hat. In welchem Sinn? In dem Sinn, dass er als Einziger, der fähig ist, weil er unschuldig ist, für uns sein Leben zu lassen. Der Unschuldige stirbt für die Schuldigen. Der Vater hat sein Angesicht nicht verbergen. Und das ist ganz ein wichtiger Punkt für dich und für mich. Für die Gemeinde weltweit. Gott sieht, Gott beachtet, Gott verbirgt sich nicht, Gott muss sich nicht zurückziehen.
Vielleicht fühlst du dich verlassen. Vielleicht hast du den Eindruck von einer Gottferne. In den meisten Fällen ist es nicht wegen ihm. Seine Augen sind auf dich gerichtet, wo immer du bist. Wenn du Gottes Ferne spürst oder erfahrst, dann hat das 100% mit uns zu tun. Und wir können immer, in jedem Moment, in jedem zu ihm zurückkehren. Seine Augen sind gerichtet auf jedes von uns. Du magst das spüren, aber es ist nur die Halbwahrheit. Denn er sieht dich, er beachtet dich. Vielleicht stehst du im Dunkeln und glaubst, dass Gott sein Angesicht vor dir verbirgt, weil wie könnte man auch nur so jemanden noch anschauen? Nein, Psalm 22 sagt, und Jesus weist uns darauf hin, dass er sein Angesicht nicht verbirgt vor dir. Er sieht dich und er ruft dich, er will dich. Was immer du trägst, wie tief dein Leid auch sein mag, du bist nicht verlassen. Man könnte schnell davon ableiten, ja, Jesus ist sogar verlassen worden, wie sollte er mich nicht verlassen? Das hoffe ich, dass heute Morgen ich das ausräumen aus unserer Mitte. Jesus ist nicht verlassen worden. Er macht einen Hinweis. Am Kreuz hat Jesus die tiefste Finsternis durchschritten, damit du ins Licht von Jesus, von Gott kannst kommen. Der Vater hört den Schrei, so wie er den Schrei von seinem Sohn gehört hat. Jesus hat den Psalm nicht nur zitiert, er hat ihn erfüllt. Er hat den Schrei von der Verlassenheit getragen, damit du dich nie verlassen musst fühlen. Im 1. Petrus 3,18 steht, habe ich da etwas, bin ich hinten drin gewesen? Habe ich nicht mitgenommen, macht auch nichts. 1. Petrus 3,18. Denn auch Christus hat einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führen kann. Dass wir in die Gemeinschaft mit Gott finden dürfen, hat er den Weg geebnet. Und ich hoffe, du gehörst zu einem von denen, wo der Vertrauensschritt mit Jesus gegangen sind. Und wenn nicht, dann gangen ein. Heute Morgen ist der Moment, wenn mehr als am Karfreitag, wo du darfst sagen, ich komme in die Gemeinschaft mit Gott durch Jesus Christus. Ich vertraue mein Leben dem Herrn an, dem Messias an, der sein Leben gelassen hat von mir, damit ich eine Gemeinschaft habe mit Gott. Und wir dürfen nachher dann zum Abendmahlstisch kommen. Das ist so etwas Wertvolles, wenn wir das wieder neu, auch heute Morgen dürfen schmecken und sehen. Der Matthäus, er möchte uns helfen. Jesus möchte uns helfen. Dass wir verstehen, dass das wirklich der Messias, der Gesalbte Gottes war, der in die Welt gekommen ist. Dass er erfüllt, was die Vorväter, der erste König gesagt hat. Er erfüllt sich im letzten König. Im ewigen, endgültigen König Jesus Christus. Im Matthäus 28,10 hat Jesus das erste Mal seine Freunde, seine Jünger, Brüder genannt. Da sprach Jesus zu ihnen, fürchtet euch nicht. Zu den Frauen am Grab. Geht hin und verkündigt es meinen Brüdern. Wow. Genau die Worte kommen da im Psalm 22 vor. Zufall? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht an Zufälle, wenn es um die Bibel geht. Ich glaube an Inspiration und an Gedankengänge, die auch ein Schreiber hat. Er ist voll in dieser Szene drin und im Psalm 22, 23 steht, ich will deinen Namen kundtun. Wem? Meinen Brüdern. Ich will dich in der Gemeinde rühmen.
Jesus nennt uns seine Geschwister. Das ist nach der Auferstehung. Jetzt haben wir Beziehung, jetzt sind wir Familie. Jetzt hören wir sind Zufall? Ich glaube nicht. Dass der Matthäus das auch gesehen hat und eingebaut hat, das, was Jesus gesagt hat, ihm wichtig war. Dass da das Wort Brüder und Schwestern dürfen sich auch inkludieren. Sorry, wenn die Schrift eben damals ein bisschen maskulin war. Also, die Frauen ein bisschen, die sind nicht ausgeschlossen wegen dem. Auch die Schwestern. Gott hört dich, Gott rettet dich und Gott lädt dich ein heute Morgen. Psalm 22, 27 steht, die Elenden sollen essen, dass sie satt werden. Die nach dem Herrn fragen, werden ihn preisen. Euer Herz soll ewig leben. Heute Morgen dürfen wir das Abendmahl nehmen und das ist auch so etwas, was uns an das erinnert, dass wir satt werden dürfen. Dass wir in Lobpreis hineingehen, weil er uns in ihm das ewige Leben gibt. Wenn du heute Morgen das nimmst, darfst du das tiefst innerst verankern. Durch ihn bin ich geheilt, durch ihn bin ich gereinigt. Was brauchst du heute Morgen? Brauchst du Heilung? Komm und nimm. Im Vertrauen auf Jesus, er hat es da für uns, er hat es vollbracht. Brauchst du Reinigung von Schuld? Oh, du kennst dich zu gut. Aber etwas darf ich dir sagen, Gott tut sein Angesicht nicht vor dir verbergen. Er sieht dich und er will dich. Er möchte, dass du wieder rein bist und heil bist und wieder hergestellt bist. Und darum werden wir nachher das Abendmahl verteilen und du darfst nehmen. In dieser Gewissheit. Jesus hat es ausgerufen, es ist vollbracht. Der Herr hat es da, für dich und für mich, für seine Geschwister, für seine Familie. Und heute wird auf der ganzen Welt, der ganze Globus feiert heute das großartige Fest. In Erinnerung an unseren Herrn, wo uns Hinweis gibt, ich bin es wirklich. In mir erfüllt sich alles. Und wenn du möchtest, erfüllt sich auch in dir.